Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zu der heutigen Lektion. Es geht um das Lied Chinesisch, genauer gesagt um das Reimschema und die Reime dessen. Punkto Ablauf ist heute gerade überhaupt nichts los, ein Intro, 7 Strophen, nicht einmal eine Verlängerung, die sonst immer kommt, heute nicht. Da muss ich nichts mehr darüber sagen, aber ich möchte ganz schnell ein paar einleitende Worte darüber verlieren, wie ich auf dieses Lied gekommen bin. Ich habe mich auf die Suche gemacht nach aktuellen Themen und plötzlich habe ich gemerkt, ja, man spricht überall von China. Hier China, da China, hier China, dort auch, überall China, China, China. Ich habe mich dann gefragt, ja, was weiß ich über China? Meine erste Inspiration war dieser uralte Berndeutsch-Spruch, kennt ihr den noch? Shangang Hei King Wei Hung. Also Hung, Honig, nicht Wow Wow Hung. Shangang Hei King Wei Hung. Dann habe ich mich auch noch gefragt, von diesen 1,4 Milliarden Chinesen, wen kenne ich dann wirklich so mit Namen? Ich bin auf 3 gekommen und die bringen wir zusammen auch noch hin. Hä? Der amtierende Staatspräsident, wie heißt der? Xi Jinping, genau. Dann gibt es einen Künstler, der ist ganz weltberühmt, wie heißt der? Ai Weiwei. Und die Musikalischen unter euch kennen noch den Pianisten, das ist der Lang Lang. Genau, über diese 3 habe ich dann ein Lied gemacht und obwohl die Geschichte eigentlich überhaupt nicht lustig ist, habe ich dann trotzdem probiert, das ein bisschen humorvoll zu erzählen. Und es geht ja auch nicht so wahnsinnig um den Inhalt, sondern eigentlich mehr um eben die lustigen Reime. Das sehen wir hier an der Tafel alles angeschrieben. Das sind die 7 Strophen des Liedes. 1, 2, 3, 4. Wir kommen dann im Detail darauf. Das sind betonte, unbetonte Silben. Und das da sind die Reime. Es hat nämlich nur 3. Ei, in und an. Wir hören uns mal den Anfang an. China, da lebt der Herr Ai Weiwei. Da fing die Partei der Schweinerei. Drum sagt er Nein zu der Sklaverei. Macht sei es Olé, so dass etwas gescheit. So, ist gegangen mit dem Mitkommen, das ist alles hier. Wir hatten den Weiwei, so hat es angefangen. Was gleich schon auffällt, hier alle diese Ei-Reime in einer Kolonne am Schluss und hier auch in der Mitte hat es ab der ersten Zeile noch weitere Ei-Reime und dann in der letzten kommt sogar hier auch noch ein Ei-Reim dazu. Wie wenn das nicht schon genug wäre. Und es geht ja jetzt gegen Ostern zu, habe ich noch ab und zu noch so ein Ei versteckt und die kann man dann auch noch finden. Also hier hat es natürlich noch vom Weiwei das zweite Wei und hier hat es noch so irgendwo so fast, man sieht es fast nicht, hast du noch ein Schwei, Wei eigentlich auch noch einmal drin. Gut, das haben wir jetzt gehört. Es geht zum nächsten Protagonisten, der heißt Xi Jinping, also der hat den Reim Ing und das sieht eigentlich fast genau gleich aus. Das Einzige ist, das ist von den Betonten auf die Unbetonten gerückt, aber sonst identisch in der zweiten Strophe beim Ping. Das stört hingegen der Xi Jinping, das ist ihr Häuptling, dem geht's der dring. Er ruft den Günstling und sagt dem bring mir geschwing für ein Meeting der Sonderling. So, jetzt hat man sich schon ein bisschen daran gewöhnt und allerdings mache ich auch nicht mehr viel beim dritten Mal, sondern die Geschichte, die treibt natürlich weiter und das Einzige ist, dass der Weiwei jetzt da eins nach unten gerutscht ist und dass hier jetzt auch in der ersten Zeile schon noch so ein Ei-Riem dazukommt, aber sonst genau das Gleiche. Aber vergesst nicht, die Geschichte zu hören, hä? Gleich gibt's ein Geschrei, wo die Polizei vorbeikommt im Mai bei dem Ai Weiwei. Fesseln und Bein gibt's, wo dran steht. Sie haben auch keine Chance auf Meuterei. So, die 2 kennen wir. Der dritte, der fehlt jetzt noch und das ist eben der Lang Lang. Und der stellt sich vor mit der genau gleichen Strophe wie beim ersten Mal der Weiwei. Denn er heißt ja auch Lang Lang wie der Weiwei Weiwei heißt. Und leider heißt der Xi Jinping nicht Ping Ping. Das wäre noch viel lustiger. Also, hier waren wir, genau, 4. Strophe, Lang. Es gibt noch einen dritten, der heisst Lang Lang. Der hat so einen Hang zum Klavier mit Klang. Er setzt sich Stang auf, es braucht einen Gang, weil bang ist Anfang jeder
dort mit Rang. So, also, jetzt haben wir alle drei einmal gehört und jetzt geht die Geschichte weiter und die drei beginnen so ein bisschen zu interagieren. Ja, das sieht man hier, eigentlich geht es wieder zurück zum Ing, aber hier ist noch ein Lang versteckt und da ist sogar der Wei auch noch drin. Hier ein bisschen weniger und da dann doch ein bisschen deutlicher noch. Neben dem Ping und das kennen wir schon, alles gleich wie Gang. Drum geht auf Peking der Lang zum Ping und sagt nach nem Bückling dem zmitz i Gring. Sei ein Feigling, was jeder fing, ein Schwächling, ein Weichling und das schon ging. Also der Weichling. Sechste Strophe ist, ja genau, der Lang ist wieder dran, ausgleichende Gerechtigkeit, dass das auch stimmt. Wieder dasselbe, ein bisschen Variation jetzt. Dieses Lang kommt früher, denn es ist auch nicht das Lang vom Lang, also nicht vom Namen, sondern der Lang, der schaut lang. Also es ist ein anderes Lang, deswegen ist das auch klein geschrieben und das groß. Der Ping ist da, der Wei ist da, alles hier, los! Drum schaut der Chi-Ping ganz lang zum Lang und sagt im Verstand, das ist mein Drang zum Zwang. Der weiss ich, sie fang, der hat kein Gomang, das Sieg von Belang, drum droh ihm der Strang. So, die Geschichte ist fast fertig, das Lied auch, es fehlt die letzte Strophe. Ja, und die ist jetzt geteilt, deshalb habe ich auch da diesen großen Pfeil gemacht. Es beginnt mit dem Ing, und zwar so, wie wir es kennen. Ja, ich sag's jetzt, dann hören wir das Ganze. Und geht dann in eine Variation, zuerst gleich, aber am Schluss Tschak, 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 tschak. Hört euch dann das an, das ist also ganz speziell. Wer ne bezwingt, sagt der Lang zum Ping, weil du bist der King, es braucht ein einziges Ding. Regier doch allein, lass die Gefangenen frei. Sie unter Ei, wei, 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 hey. Damit ist das Liedchen fertig und wir können zum Kassensturz. Ich habe hier noch alles notiert, wie das jetzt geht mit diesen Ei und den Ing und den Ang. Also, wir haben 9,5 Wei eigentlich, das heißt, wenn wir dieses Wei hier auch noch zählen und sonst sind es halt 9 und andere Ei-Reime haben wir dann 17,5 oder hier hat es noch ein Hey, dass sich auch dieses Hey, das eigentlich dasselbe ist, aber in einer anderen Bedeutung, also wenn wir das zählen, sind es 18,5 oder 17,5. Ing ist wieder einfacher, da haben wir 4-mal den Ping und 18 andere Ing. Beim Lang haben wir 5,5, wo kommt jetzt da dieses halbe her? Ah ja, das ist dieses Lang, natürlich, das habe ich ja erklärt. Und andere 14. Damit sehen wir ja, immerhin gewinnt der Künstler gegen die Politik, also der hat mehr Nennungen, aber natürlich der Musiker, der ist mal wieder letzter, das kümmert alle am wenigsten. Ja, aber... Ja, ja genau, es läutet schon bald, aber ich habe noch etwas vergessen. Wisst ihr, wo die Melodie herkommt? Die Melodie ist original chinesisch, also ganz genau gesagt taiwanesisch. Und eine Kollegin hat mir die gegeben, die Melodie. Und wisst ihr, wie die heißt? Die ist halb Chinesin und sie heißt Mei Xiang. Wirklich, Mei Xiang. Dann heißt sie noch Joe, leider nicht Ching, weil das wäre noch viel lustiger. Nein, sie heißt Joe, aber das ist ja schon gut genug, oder? Das heißt ja eben, jetzt ist die Lektion fertig, wo waren wir? Joe, bei Joe, ciao zusammen, ja. Danke, habt ihr gut zugehört und unbedingt, es steht an der Tür, jetzt müsst ihr noch mindestens 1 Minute aufräumen, aber... Ich warte erst nicht, ich gehe schon mal, ich bin ein bisschen erschöpft von dieser Lektion. Ciao zusammen, bis nächste Woche. Hey, nein, jetzt muss ich schwingen, hey, mein Ring ist schon langling.